Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du so ein Plakat anschaust. In der Schweiz gibt es ja ganz viele Plakate. Und manchmal sieht man ja die Plakate und sieht gerade, das ist Parship-Werbung. Oder man sieht irgendwie ein strahlendes Lächeln und weiss gerade, das ist Zabutz-Werbung. Früher war es noch die Steppe und die Rössli, da haben wir auch gewusst, was das für eine Werbung ist. Es ist gut, dass es die nicht mehr gibt. Und dann hat es vor ein paar Jahren die Werbung gehabt, Jesus ist. Auch in der ganzen Schweiz, die Plakate. Und aufgefordert worden, wer ist denn Jesus für dich? Und man konnte anschreiben, manchmal auch sehr witzig, dass jemand geschrieben hat, ja, das ist mein mexikanischer Pizzalieferant. Der heisst nämlich so. Oder Jesus ist ein Selfie von Gott. Oder jetzt wie auf dem Plakat, wo man sehen, Jesus war auch Flüchtling gewesen. Das war wirklich auch so. Jesus war Flüchtling, hat auf Ägypten flüchten und ist selber Flüchtling gewesen. Und absolut das Thema von heute auch. Jetzt gerade in Griechenland, was dort passiert ist, auf dieser Insel mit diesen Flüchtlingen, haarsträubend. Und Jesus sagt, hey, ich kenne das auch, ich bin das auch gewesen. Wer ist Jesus für dich? Jetzt sagst du, ja, ich weiss, Jesus ist Gottes Sohn oder Jesus ist ein guter Mensch gewesen vielleicht. Und ich stelle noch die Frage, wer ist er für dich in dieser Woche? Weil so oft wissen wir, was die richtige Antwort ist. Aber meine Frage ist, wer ist Jesus für dich in dieser Woche, die jetzt vergangen war, die vorbei ist? Und etwas, was ich sehr spannend finde, was mir ganz oft auch passiert, ist das Thema, das wir heute miteinander anschauen. Jesus ist zu spät. Sehr provokativ, der Titel ist mir bewusst. Aber ich frage dich, hast du das auch schon erlebt? Dass du gebetet hast, dass du gehofft hast, dass du auf den Knien gebetet hast, ganz oft gebetet hast und es ist nicht passiert. Vielleicht dein Partner, der nicht gesund geworden ist. Oder du hast die Stelle nicht bekommen. Oder die Freundschaft ist in Brüche gegangen und du findest, so ein mühsamer Freund, wieso hat er das mir angetan? Jesus ist zu spät. Geht es ihm manchmal auch so. Und wir können die Geschichte, die wir jetzt miteinander anschauen, könnte man auch den Titel tun, Jesus ist zu spät. Und es geht um eine Geschichte, um einen Mann, wo wir den Namen Lazareth her haben. Weil es hat auch mit dem zu tun. Es geht um den Lazarus. Und die Person, die heisst so, das ist der Lazarus. Wenn die Person, der Lazarus, eine Hauptperson wäre in einem Film inne und er wäre gezahlt worden anhand von diesen Worten, die er gesprochen hat, wäre er mausarm. Wie die Bibel sagt, er hat kein Wort gesagt. Also es steht jedenfalls nicht so. Es ist ein Kunststück, wortführend, das sind die Schwestern gewesen. Die haben alles gesagt. Martha und Maria, die sind die ein Wort geführt haben. Arme Kerl. Also richtig mitfühlen, wenn man Schwestern hat, die die ganze Zeit redet und reinredet. Und gell, das meinst du, der Lazarus hat nichts gesagt. Wir sehen das auch dann im Johannes 11,1 geht es dann weiter, tauchen wir voll in die Geschichte ein. Und da heißt es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Und der Lazarus, der ist nicht einfach ein bisschen krank gewesen, der ist nicht einfach ein Pflüssel gewesen, nicht einfach ein bisschen husten, sondern der ist wirklich schwer krank gewesen. Und was machst du, wenn du ein Problem hast? Was machst du, wenn du an deiner Arbeitsstelle ein Problem hast und du merkst, hey, alle sind gegen mich? Was machst du, wenn deine Frau krank ist? Oder wenn du merkst, irgendwo, ich bin so unglücklich, irgendetwas stört mich, was machst du denn? Ja, gehst doch zu deinen besten Freunden und erzählst es ihnen.
und sagst, hey, ich habe ein Problem, hilf mir, oder ich habe Sorgen, oder ich bin traurig. Und Jesus hat auch so beste Freunde gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, Jesus hat auch beste Freunde gehabt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, genau, die 12 Jünger, seine Freunde, das sind seine besten Freunde gewesen, sicher auch. Aber Jesus hat auch noch andere Leute gehabt, die ihm sehr am Herzen sind. Und wahrscheinlich war auch Martha, Maria und der Lazarus so jemand gewesen, die seine besten Freunde sind. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wir haben die Vorstellung, dass Jesus irgendwie 2 Zentimeter über den Boden schwebt und unnahbar ist. Aber Jesus, obwohl er vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist, obwohl er Gott war, ist er auch ganz 100% Mensch gewesen. Nahbar, hat Freunde gehabt, hat beste Freunde gehabt. Und Martha, Maria und Lazarus sind so beste Freunde gewesen. Johannes 11,3 heißt es dann, die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und das ist ja spannend, oder? Sie haben sich überlegt, haben gesagt, okay, wie können wir Jesus da anholen? Er hat ja eine riesige Tour, er ist mit Menschen unterwegs, ganz viele Menschen, die etwas von ihm wollen. Wie bringen wir es, dass er seine Tour abbricht, vom Norden zu uns runterkommt und uns hilft? Und sie machen sich Gedanken und sie sagen, hey, es muss ein super gutes Argument sein, es muss bombensicher sein, wir haben eine Chance. Und sie überlegt sich, was sollen sie sagen? Was willst du Jesus bitten, damit er kommt? Dann sagst du, Jesus, weil ich es verdient habe, wäre es eigentlich schon mal dran, dass du mir hilfst. Oder weil ich dich so lieb habe, wäre es schon mal dran, dass du mich aus dieser Patsche raushilfst. Oder beim Lazarus könnte man auch sagen, ja, Lazarus, der liebt Jesus so fest, der dient den Armen, der geht in die Silver Church, der ist fromm, der ist gut, wegen dem Jesus. Und darum ist es so spannend, wenn wir jetzt den Vers 3 anschauen, wo es heisst, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Es ist nicht der Verdienst vom Lazarus, der macht, dass Jesus kommt. Was bewegt Jesus, dass er handeln tut? Es ist die eine Liebe für die eine Person, für den Lazarus. Also, will ich den Lazarus lieb haben, komme ich. Und nicht, weil er es verdient hat. Und nicht wegen seiner Liebe. Und nicht wegen seinem Verdienst. Es ist nicht meine Liebe, sondern seine Liebe lässt Jesus kommen. Und das trifft so gut auch das, was vorher prophetisch gesagt worden ist. Vielleicht bist du da drin und denkst, ich habe es nicht verdient. Und ich sage dir, ja, das stimmt, du hast es nicht verdient. Niemand da innen hat es verdient. Aber weil Jesus jeden Einzelnen da innen liebt, sagt er, aus dieser Liebe heraus, für dich lasse ich alles stehen und fallen und komme. Jetzt, wenn du Jesus um Hilfe bittest, dann müsste er ja sofort kommen, oder? Wir sind so in dieser Instant-Gesellschaft, wo, wenn man betet, dann muss es sofort passieren. Wenn ich etwas bestelle, dann muss es sofort da sein. Darum hat man so Drohnen entwickelt oder ist dran, dass das Päckchen dann gerade kommt. Wenn ich ein Mail schreibe, dann will ich sofort eine Antwort haben. Wenn ich zu Gott gehe, dann will ich sofort eine Antwort haben. Und Johannes 11,6 sagt, wie Jesus reagiert. Aber obwohl er nun wusste, das ist Jesus, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Geht's noch? Jesus, was ist los? Das ist dein bester Freund. Du musst doch alles heilen und sofort gehen. Wieso wartet Jesus 2 Tage? Obwohl er sagt, aus dieser Liebe raus zum Lazarus komme ich und handle ich. Ist das der Umgang, den man hat mit einem besten Freund?
Und die Jünger werden nervös und sagen, Jesus, wieso redest du noch mit dieser Person? Wieso heilst du die Person noch? Wir müssen gehen. Es ist dringend. Der Lazarus ist schwer krank. Der Lazarus, dem geht es nicht gut. Du musst etwas machen, du musst jetzt kommen. Nicht erst später, jetzt. Und Jesus sagt den Jüngern ganz frei raus, hey, Leute, ganz entspannt sagt er das, der Lazarus, der ist schon gestorben. Der lebt gar nicht mehr. Der hat es nicht überlebt. Und also, was? Wieso hast du nicht pressiert? Wieso bist du nicht sofort gegangen? Wieso wartet Jesus? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Findest du Warten auch doof? Wer tut gern warten? Ich warte nicht gern. Ich finde Warten doof. Oder? Das ist so, dann wartest du auf jemanden oder auf etwas und wartest darauf, dass Gott Antwort gibt. Und es kommt so nichts. Und ich finde es so gemein, oder? Wenn du eine Antwort bräuchtest, jetzt, und es passiert nichts. Und wenn es jetzt wichtig wäre, dass Gott eingreift und es passiert nichts. Das ist mir auch passiert, gerade bevor ich angefangen habe, da in Silberen, dass ich gefunden habe, ich brauche jetzt eine Stelle. Ich brauche jetzt eine Arbeitsstelle. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, hey, ich bin arbeitslos, ich brauche jetzt eine Stelle. Oder du sagst, hey, jemand in der Familie ist krank, der muss jetzt gesund werden. Oder du hast irgendeinen Konflikt in deiner Beziehung und du sagst, ich brauche jetzt eine Lösung. Und nicht erst später. Was hat das Warten bei Martha und Maria ausgelöst? Wo Martha erfährt, dass Jesus kommt, rennt sie ihm entgegen aus dem Dorf raus. Maria, die hockt und trauert. Und dann kommt Martha ganz vorwurfsvoll und sagt, hey, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Er ist tot. Du bist zu spät. Jesus, du bist zu spät, sagt sie. Und dann Johannes 11,21. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Logo, wenn Jesus da ist, dann wäre das Ganze nicht passiert, hätten wir das ganze Tamtam nicht gehabt. Wieso bist du nicht sofort gekommen? Und dann fängt so ein spannendes Zwiegespräch an zwischen Jesus und der Martha. Und dann sagt sie, nachdem sie den Vorwurf bringt, sagt sie, aber ich weiß, Gott wird dir alles geben, was du um ihn bitten tust. Ich weiß. Und dann sagt Jesus, der Lazarus wird auferstehen, wird wieder lebendig. Und dann sagt Martha, ja, ich weiß. Ich weiß, am Schluss vom Ende der Zeit werden alle auferstehen und der Lazarus auch. Und dann sagt Jesus, Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und Martha, ja, ich weiß. Du bist der Erlöser, der Messias, wo wir schon so lange darauf gewartet haben. Der kommt und uns befreit. Kennst du das auch? So, ja, ich weiß. Ich weiß so vieles. Und wo sie dann am Grab sind, ganz viele Menschen, alle am Trauern, und es ist so eine Grabhöhle mit so einem Stein, und dann sagt Jesus, hol den Stein weg. Und dann Martha, spinnst du? Er ist 4 Tage in dieser Grube drin, der ist am Verwesen, der stinkt, Jesus. Was ist das für ein Glaube? Recht theoretisch, oder? Haben sich die beiden verstanden, Jesus und Martha? Ich habe so das Gefühl, irgendwie so die reden nicht über das Gleiche. Ihr Glaube ist theoretisch, es ist nicht real, es ist nicht in das Herz eingerutscht. Und meine Frage ist, wie sieht dein Glauben aus? Ist es auch, ja, ich weiß. Ich weiß, dass Jesus lebt oder existiert oder mal existiert hat oder dass er gut ist und dass er mich liebt. Ja, ich weiß. Ist es etwas, wo auch in deinem Herz in einen Raum eingenommen hast, dass du sagst, hey, das ist eine Realität
Und in allen Fragen und Schwierigkeiten hinein ist es nicht einfach nur ein Wissen, sondern eine Zuversicht, dass mein Jesus rechtzeitig kommt, dass er da ist, dass er die Auferstehung ist, dass er das Leben ist. Schau, warten, also doof es ist, macht dein Glauben, wie dein Glauben aussieht, immer sichtbar. Zeigt immer, wie dein Glauben aussieht. Durch das Warten wird der Glaube der Martha sichtbar. Dass so ein Kopfglauben ist, so eine richtige Antworten haben. Und jetzt ist ja natürlich spannend, wie zeigt denn Jesus, wie zeigt denn die Bibel der Martha, was echter, wahrer Glauben ist? Das ist manchmal so ein Wort, Glauben. Was ist denn wirklich Glauben? Und nach dem Zwiegespräch zwischen Martha und Jesus geht Martha die Maria suchen und sagt ihr, sie flüstert ihr zu, hey, der Meister, der Messias oder der Rabbi, der ist da. Gang zu ihm. Ich glaube, das ist das allererste, was Glauben ist. Gang zu Jesus. Zu Jesus gehen. Glaube ist, zu Jesus gehen. Glaube ist nicht eine Anstrengung. Oh, ich muss ganz, ganz viel Glauben haben, dann funktioniert es. Glaube ist nicht ein Wissen. Glaube ist nicht eine Leistung. Glaube ist nicht ein richtig Glauben. Sondern Glaube heisst, ich gehe zu Jesus. Entscheidend ist nicht, wie groß dein Glauben ist, sondern komme ich zu Jesus. Und dann ist es auch noch, zu Jesus kommen und meine Vorstellungen loslassen. Ich habe so viele Vorstellungen, wie Gott müsste handeln. Also wenn ich Regie führen könnte, das wäre super, aus meiner Sicht. So ein Loslassen der Vorstellungen. Das sehen wir bei dem Arzt. Sie hat ganz klare Vorstellungen, wie es müsste sein. Wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Oder? Und am Schluss von der Zeit wird der Lazarus dann schon auferstehen. Es geht euch darum, meine Vorstellungen loszulassen, weil er sieht viel weiter als ich. Ich sehe nur bis zu meinen Fußspitzen. Loszulassen und mich ganz auf Jesus abstützen. Nicht auf meinen Verstand, nicht auf das, was ich sehe, sondern ganz und gar auf Jesus und sagen, hey, ich halte mich fest an dir. Ich verstehe es nicht, aber du bist real. Und was passiert, wenn ich zu Jesus komme? Im Begegnen und zu ihm kommen, sehe ich, wie er wirklich ist. Realisiere ich seine Macht, seine Größe. Glaube führt dazu, dass ich Gottes Realität und Größe sehe. Und das lesen wir dann in Johannes 11,40. Aber Jesus sagte zu ihr, da sind sie am Grab, habe ich dir nicht gesagt, das sagt er zu der Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wow. Zu Jesus kommen, das ist ja Glaube. Meine Vorstellungen loslassen. Mich voll und ganz auf ihn abstützen. Führt zu einem Sichtwechsel. Und ich fange an, die Realität von Jesus zu sehen. Hey, wer möchte nicht Gott sehen? Wer möchte nicht seine Macht, seine Auferstehungskraft, seine Hilfe, seine Größe, sein Leben sein? Wer möchte das nicht sehen? Wir möchten doch alle Gott sehen. Und das passiert dort, wo ich zu ihm gehe. Ich habe es selber erlebt, ich habe vorher gesagt, mit Jobverlust und so. Das war wirklich für mich existenziell gewesen, dass ich über Jahre hinweg eine Stelle gesucht habe, in der ganzen Schweiz, alle Denominationen, die ich kennt habe, alle Kontakte abgerast habe und es hat nicht funktioniert. Und dann bin ich zum Arbeitslosenamt gegangen und ich bin fast ein Jahr mit denen unterwegs gewesen. Und irgendwann einmal hast du keine Geduld mehr.
Und irgendwann mal denkst du, hey, was ist denn am Ende des Sommers, wenn es aufhört? Ja, musst du einen neuen Job wählen. Ja, hört auf mit dem Pastor sein, der mir gefällt, wo ich gerne mache. Was ist mit der Familie, wenn wir umziehen und so weiter? Und ich habe einfach so auf meine Fußspitze runtergeschaut, oder? So auf die Fußspitze, ich habe ein Problem, ich brauche eine Arbeitsstelle. Oder meine Frau ist mühsam. Oder meine Kinder folgen mir nicht. Oder irgendein Problem. Und wir schauen so ab auf unsere Situation, auf unsere Probleme. Und gehen zu Gott, gib mir eine Antwort, Jesus. Hilf mir, dass es irgendwie eine Lösung gibt. Du musst jetzt eingreifen, du musst jetzt sofort machen. Gott muss ich dir zeigen, wie es geht. Und was hat Gott mir gesagt in dieser Situation? Er hat gesagt, komm zu mir. Nicht wegen einer Antwort, sondern wegen mir. Und wenn ich zu ihm gehe, wegen ihm, aufschaue zu ihm, wo das Leben ist, wo die Auferstehung ist, wo der Friede ist, wo nicht nur eine Lösung hat, sondern die Lösung ist, dann werde ich seine Herrlichkeit und seine Kraft sehen. Jetzt ist die Geschichte ja noch nicht ganz fertig. Das war jetzt mit der Martha. Und recht herausfordernd, oder? Hat sie recht herausgefordert in ihrem Glauben hinein. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo es schwierig ist. Und du brauchst jetzt keine Herausforderung. Und genau das Gleiche war auch bei Jesus. Wo er Maria sieht und all die rundum am Brüllen, passiert etwas ganz Sonderbares. Lesen wir im Johannes 11,35. Jesus weinte. Er hat nicht einfach ein paar Tränen verdrückt. Nicht einfach so, schnell, dass niemand sieht. Sondern er hat brüllt. Der hat gekühlt. Rotz und Wasser hat er gekühlt. Ist ihm da richtig der Bart abgetropft. Ist das einfach da eine Show? Ich meine, er weiss, in 5 Sekunden werde ich jetzt den Lazarus zum Leben erwecken. Ist das alles Publicity? Oder dass die Leute finden, oh krass, wie fest Jesus den Lazarus geliebt hat. Wieso hat Jesus brüllt? Das ist der kürzeste Vers in der Bibel, aber so ein tiefer, so ein wichtiger. Was passiert, wenn du in Trauer bist, wenn es dir schlecht geht und jemand zu dir kommt, anhockt und jemand mit dir brüllt? Fühlst du dich ernst genommen? Du merkst, die Person ist in der grössten Not ist sie da. In der grössten Not nimmt sie mich ernst. In der grössten Not hebt sie zu mir. Braucht keine Lösungen dann. Keine Antwort, kein guter Ratschlag, sondern einfach jemand, der da ist. Und ich habe das immer wieder auch bei den Kindern erlebt, die kommen zum Teil heim und sind da ganz aufgelöst und wollen einfach mal anhocken. Und dass ich einfach sie in die Arme nehme und einfach mal da bin und sie tröste und sage, es ist so gut, dass du da bist. Und vielleicht auch mit ihnen trauern über etwas, was sie gestresst hat. Und nicht, dass ich einfach sage, ja, was ist? Hast du ein Problem? Ah, was? Dein Kollege hat dir eins runtergefitzt. Sag mir den Namen, dann fitze ich ihm nicht zurück eins oder so irgendetwas. Nein. Sie wollen, dass ich da bin und mit ihnen in dieser Trauer bin. Und ich möchte dir sagen, Jesus verachtet deinen Schmerz, deine Trauer nicht. Sondern er ist mit drin. Wenn du Jesus um Hilfe bittest, wirst du viel mehr geben, als du gedacht hast. Es wird Geduld brauchen. Warten braucht Geduld. Es ist ein Glaubenstest. Auf was hoffe ich? Auf was setze ich? Wirst du deine Arroganz loslassen? Ich weiß, wie es läuft. Und voll und ganz auf Jesus abstützen. Aber du wirst auch viel mehr überkommen. Das ist so schön. Stell dir vor, Jesus wäre sofort gekommen. Dann wäre der Lazarus gesund. Gut, alle hätten Freude.
Aber jetzt haben wir eine Story, haben sie eine Story gehabt, wo sie gemerkt haben, der ist tot, mausetot. Und jetzt ist er im Leben. Ein Zeichen auf das, was Jesus nachher auch gemacht hat. Gestorben am Kreuz und auferstanden. Es hat ihren Glauben verändert. Weil sie wie realisiert haben, hey, ich setze aufs Falsche, ich setze einfach auf meine Wünsche. Ich möchte einfach, dass Gott irgendwie so ein Geschenkli-Automat ist, oder, wo ich das Gebet rühre und dann kommt die Lösung raus. Es hat ihren Glauben verändert. Und es hat bei der Maria eine tiefe Verbundenheit ausgelöst. Dass sie gemerkt hat, hey, Jesus, der trauert mit mir. Der ist im tiefsten Tal da. Der verlässt mich nicht. Der verachtet mich nicht. Und darum, Jesus lässt dich warten, nicht obwohl er dich liebt, sondern weil er dich liebt. Nochmal, Jesus lässt dich warten, nicht obwohl er dich liebt, und sagt, okay, jetzt musst du halt ein bisschen warten, sondern weil er dich liebt, lässt er dich warten. Such ihn und nicht die Lösung. Er ist das Leben. Er hat nicht einfach ein bisschen, sondern er ist es. Bei ihm ist es. Such ihn. Damit sich auch dein Glaube verändert. Dass du wie darfst merken, hey, bei der einen Person wird er, oder in der einen Situation wird er dich herausfordern. Und deinen Glauben hinterfragen. Und dann mache ich rütteln und schütteln. Und im ganzen Wort merkst du, hey, ich habe es aufs Falsche gesetzt. Und dann gibt es wieder die Situationen, wo Jesus dich einfach trösten tut. Was brauchst du heute Morgen? Brauchst du eine Herausforderung? Oder brauchst du ein Trösten? Schau, Leid, Herausforderungen, Schwierigkeiten sind real. Hat jeder da drin. Jeder wartet auf Sachen. Sagt, ich wünsche mir das. Leid ist real. Aber weißt du was? Jesus ist auch real. Und seine Auferstehungskraft ist auch real. Und dass er das Leben ist auch real. Und dass er für dich ist und dich liebt, ist auch real. Und Jesus fragt dann die Martha, die sagt, hey, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Fragt er sie, glaubst du das? Ich möchte dich herausfordern, glaubst du das, dass Jesus da ist und dass er für dich ist und dass er aus Liebe zu dir kommt? Nicht wegen deinem Verdienst, sondern wegen dir. Ich möchte dich auch herausfordern, möchtest du seine Kraft, seine Gegenwart, seine Liebe sehen? Und jetzt ist die Frage, ja, wie können wir denn das? Wenn Martha und Maria haben gesagt, wir sind Best Friends, kommt zu uns. Wir können jetzt auch sagen, wir sind Best Friends, nicht aus Verdienst, sondern weil er uns liebt. Aber wie kann das geschehen, dass Jesus zu mir kommt, dass ich zu ihm gehen kann? Und ich möchte euch vorschlagen, ein ganz einfaches Gebet. Genau das gleiche Gebet, wie Martha und Maria gebraucht haben, dass Jesus gekommen ist. Jesus, der, den du liebst, hat das Problem. Jesus, der, wo du liebst, braucht eine Arbeitsstelle. Stell dir mal vor, wir würden nicht einfach nur beten, ja, Jesus, wenn es dir gleich ist und du vielleicht ein bisschen Zeit für mich könntest haben, dann wie könntest du mir doch helfen? Und was wäre, wenn unser Gebet nur einfach so wäre, ja, eigentlich habe ich es verdient. Ich meine, ich gehe immer in Silber Church und helfe mit und jetzt könntest du etwas für mich machen, jetzt habe ich da etwas für dich gemacht, jetzt kannst du etwas für mich machen. Wie wäre es, wenn unser Gebet so wäre, mit Selbstverständlichkeit, dass Jesus nicht wegen unserem Verdienst, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir etwas erreicht haben, sondern weil er dich liebt, zu dir kommt und dir hilft und dein Gebet beantwortet. Und darum, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man aus dieser Sicht, aus dieser Gesinnung heraus betet. Herr,
der, den du liebst, ist da. Herr, den du liebst, hat das Eheproblem. Herr, den du liebst, ist irgendwie abgedriftet. Und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo in der Wüste gelandet, wie wir es gehört haben. Der, den du liebst. Jesus liebt dich, darum kommt er. Und ich möchte so ganz am Schluss dich herausfordern, Jesus wartet auf dich. Für dich. Er wartet auf dich, für dich, egal wo du stehst. Egal, ob du wie Maria am Trauern bist oder Martha vorwurfsvoll. Egal, ob du sagst, hey, ich kenne ihn eigentlich nicht oder vom Hören sagen. Er wartet auf dich, für dich, dass du zu ihm kommst. Und wenn du zu ihm kommst und deine Vorstellungen loslässt und dich ganz bei ihm abstützt und sagst, Jesus, du allein, dann wirst du ihn sehen. Seine Liebe, seine Freude, sein Frieden, sein für dich sein, seine Kraft, seine Gegenwart. Und wir werden jetzt einfach mal so einen ersten Schritt machen miteinander, wo man auch immer wieder auch daheim machen kann. Und für all die sagen, hey, mal, ich wünsche mir das, ich möchte zu Jesus kommen. Steht doch auf dazu. Man kann auch sitzen bleiben und innerlich aufstehen, aber manchmal hilft es so zu sagen, Jesus, ich will zu dir kommen, ich möchte zu dir kommen. Und dann möchten wir das einfache Gebet miteinander beten. Wir können aufstehen dazu, die Augen zumachen. All die sagen, ich will das. Und mein Vorschlag ist, dass du jetzt einfach das einfache Gebet betest. Herr, der, den du liebst. Und dann sagst du das, was dich stresst, oder deine Not, oder deine Herausforderung, oder wo du wie merkst, irgendwo, es ist eine Distanz da zwischen mir und Gott. Ich habe es nicht verdient. Herr, der, den du liebst. Und dass du das einsetzt, was du von ihm brauchst. Du kannst auch das Gebet beten, wenn du sagst, hey, ich möchte zu Jesus gehen. Bis jetzt ist es einfach so ein Kopfglaube gewesen oder vielleicht gar kein Glaube. Dann kannst du einfach sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich lege all meine Vorstellungen ab, all meine Arroganz, all meine Schuld und ich setze voll und ganz auf dich, als der, der auferstanden ist, als der, der das Leben ist, als der, der mich liebt. Ist das einfach immer ein einfaches Gebet sagen. Und Vater im Himmel, danke vielmals, dass du auf die Welt gekommen bist, deine Initiative, aus Liebe. Und Jesus, auch wenn es mir schwer fällt, ich danke dir auch, dass du manchmal auch warten tust. Wegen mir. Auf mich. Und Jesus, hilf uns in dieser Not, in dieser Schwierigkeit, wo wir sind, dass wir nicht einfach nur warten. Warten allein, das bringt ja auch nichts. Sondern dass wir auf dich warten, dass wir zu dir gehen und sagen, Jesus, da bin ich. Herr, der, den du liebst, hat das Problem. Wenn wir unsere Vorstellungen loslassen und sagen, ich schaue auf dich, auf deine Kraft, auf deine Größe, auf deine Realität. Hilf uns in allen Herausforderungen, die uns jetzt die nächste Woche begegnet, dass wir das Gebet aussprechen. Und ich möchte euch einfach auch die Zusage zusprechen, ihr seid geliebte Söhne und Töchter.
Er hat riesen Freude an euch. Und wenn er wartet, dann nicht aus Strafe, sondern wegen euch. Weil er noch etwas Besseres vorhat, noch etwas Schöneres, noch etwas Kraftvolles, etwas Verbindendes. Danke vielmals, dass du uns liebst, dass du da bist. Dich beten wir an. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.